3, der Edward Odelmass und deine Meinung dazu. Oh je. Schau mal, 3, der Edward. Odelmass. Odelmass. Habe ich eh schon mal angefangen gehabt. Das glaube ich hast du mir sogar, das hast du mir geschickt gehabt. Die Odelmass, das neue Partygetränk. Servus Leute, heute wird's borisch. Heute geht's wieder um die Gasmaß und zwar um die abartigste Form davon. Aber er hat aber einen richtig schöner Bart. Aber so einen hätte ich auch gern. Aber mir wachsen da bloß lauter Flammen. Dass wenn's dir zuhaust, dann bin ich rasiert. Also. Und lauter Löcher dazwischen. Meinst du, da hat mir irgendwas wachsen, dass es mal durchgängig war? Der war schön. Also damit da die gut ausschauen. Da ich glaube ich auch einen Respekt damit verdienen. Aber wisst wenigstens Bescheid, wenn ihr mal zu Besuch kommt bei mir, müsst bloß dir zuhauen, dann bin ich rasiert. Ich möchte jetzt gleich mal eine Warnung aussprechen für alle, die empfindlich sind, einen empfindlichen Magen haben und denen wo es leicht schlecht wird. Schaut's nicht weiter, hört's einfach auf. Ihr bleibt aber schon da, gell, mit empfindlichem Magen, gell? Also das ist jetzt, das hat jetzt bloß zu mir gesagt. Also ihr seid da vorsichtig, aber ich habe keinen empfindlichen Magen. Ich friese alles und mir wird selten schlecht, also von dem her, das kriegen wir schon hin. Aber trotzdem aufs Liken drücken, auch wenn ihr den Film nicht schaut. Das ist eine ganz neue Variante. Das ist eine abartige Variante der Gassenmaß, die ich selber noch nicht probiert habe. Mir wird schon fast schlecht, wenn ich daran denke. Aber 6 Jahre ist die Scheu, Alter. Hoffentlich haben das nicht viel nachgemacht. Aber das ziehen wir jetzt einmal durch, die machen wir jetzt einmal. Man muss ja alles einmal ausprobiert haben. Also für die, die empfindlich sind, abschalten. Die anderen bleiben dran und schaut mir zu. Und ich werde euch berichten, wie es mir schmeckt oder ob es mir nicht schmeckt. Ganz ehrlich. Also fangen wir an. Wachtelking, Habederi. Der hat aber wirklich eine sehr ruhige und angenehme Stimme, muss man sagen. Also es ist wirklich sehr angenehm, dem zum Zuhören. Ich verstehe, warum du sagst, dass du seine Videos magst. Also die finde ich wirklich sehr angenehm. Stellen wir die Kamera mal ein bisschen zurück, dass man das alles sieht. Ja, damit man den Bart in voller Pracht Muss ich sieht. ein bisschen einstellen. Dass wir alles auf dem Schirm haben. Also wie gehabt fangen wir an. Wir füllen eine halbe dunkles Bier ein. Ja, jetzt geht's ja noch. In den Mastkrug, der vorher schön ausgespült wird. Mit kaltem Wasser. Wir nehmen natürlich einen durchsichtigen, damit man besser sieht, was sie nachher tut in der Maß. Dann hauen wir einen Schuss Cognac rein. So 2 Stamperl. Ja, 2, Ein guter Schuss gehört da rein. Ja, sieht aus wie Horst Lichter. Nicht ganz, vom Bart her kommen wir hier, ja. Aber also jetzt schauen wir mal, ob er guter ist oder kein guter. So 2 Stamperl. Ja, da war schon noch was gegangen. Eher 4 Stamperl, du sagst das. Dann kommt Cola rein. Das ist aber Zerro, oder? Zerro. Nochmal ein Ja, halber Liter. Steht dort ein Zerro. Ja, also, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf, ob du jetzt ein paar wie viel Zucker drin hast oder nicht. Ach ja, ich habe ganz vergessen. Da kriege ich gleich ganz lange Zehen. Ja, die schaut schon gut aus. Wisst ihr, wie die Maß heißt? Die nennt sie Odelmaß. Wisst ihr, was ein Odel ist? Für alle Nicht-Bayern. Ein Odel habt ihr bestimmt schon gerochen. Das ist der Flüssigdünger von die Kier und von die Sei, der wo aufs Feld ausgefahren wird. Jetzt kommt der Kirschner drauf, Dann hauen wir einen Odel rein. wegen der Färbung der Blume. Gibt es einen schönen
brauner Schaum mit der roten Färbung. Und jetzt kommt die Geheimzutat, das was eigentlich die Odelmaß ausmacht. Das ist ein roter Presssack. Oh, je. Man kann vielleicht auch die Variation mit einem Leberkäse machen. Jetzt ziehen sie die 10 wieder ein. Ich habe jetzt bloß so einen, weil heute nirgends. Eine Variation mit dem Leberkäse. Ja, der arme Leberkäse. Ah, der arme Presso kannst du auch sagen, aber gut. Anders hingekommen bin. Der rote Presssack. Hat das schon mal einer von euch probiert? Oder was waren bei euch die abartigste Gasmaß, die ihr gehabt habt? Was habt ihr nicht da durchprobiert? Also Gasmaß haben wir jetzt glaube ich noch keine abartige gehabt. Ich war mal bei einem, bei einer Hausparty, der hat einen Presssack reingehauen. Aber die habe ich nicht probiert. Ich kenne es ja mit nur am Ohr eine, dass man Ohr reinschlockt. Boah, aber ansonsten Gasmaß haben wir nichts Abartiges probiert. Mehr ja gar nicht. Aber das einzige war halt einmal ein Betonmaß oder was, dass du halt alle Restel zusammengeschüttet hast. Da ist wirklich alles reingekommen. Wodka, Jack Daniels, bisschen Cola, bisschen Bier, bisschen Radler für die giftige Note. Dass du es wirklich nicht trinken möchtest. Was war noch? Ich glaube sogar Eierlikör oder da war alles drin. Das war, glaube ich, jetzt so das Kreisligste, was da mal vernichtet worden ist. Ob das wirklich schmeckt, ich bezweifle das, ja. Man mag gespannt sein. Wir haben mal keinen Asbach mehr gehabt, dann gab es halt Stroh 80. Ja, das geht aber, das kann man schon machen. Für den extra Pfiff. Ja, das war ein guter Abend mit der Betonmaß. Das ist aber schon Ewigkeit her, Alter. Da war ich, glaube ich, frisch 18 oder 19 oder sowas. Vorzugsweise gibt es den in der Metzgerei als Scheiben. Boah, Ich habe jetzt da ein Glasl. Der Presssack wird in lauter Breckerl geschnitten. Breckerl. Für die nachfolgenden Breckerlhursten. Ja, Mai, was ist das für eine Absurdität? Ja, Mai, der möchte bloß belehren. Das ist ja eigentlich nur zur Information von den Unwissenden. Das ist ja ganz normal. Heißt auf Deutsch kleine Stückerl. Also schneiden wir jetzt den Presssack in Breckerl. Breckerl ist ja das, wie man sie übergibt, was dann am Boden liegt. Das sind auch Breckerl, so heißt das in Bayern. Warum ist das Bier rot? Ist ein dunkles Bier drin und dann halt noch ein Schuss vom Ecke soll noch reinkauen. Empfindlich darf man nicht sein. Besonders wenn man daran denkt, dass da wieder welche so Breckerl zurückfallen, wenn der andere getrunken hat, ins Glasl. Ich glaube, das langt für die erste Odelmaß, die Portion. Doch, ich sag Marken, weil so einer ist, die steht ja da macht der Werbung dafür nicht ich. Und das kommt jetzt in die Gas rein. Ich glaube, mit den Marken da können wir schon aufhören, weil ich glaube, ich sage in jedem zweiten Video bestimmte Biermarken oder irgendwas, was auch keine Werbung nicht ist. Also von dem her, der Zug, der ist schon lange abgefahren. Schleichwerbung gibt es bei mir nicht. Schauen wir mal, ob das schwimmt oder ob es untergeht. Auf jeden Außer wenn mal die richtige Anfrage kommt, dann schauen wir mal weiter. Fall gibt es schon mal eine chemische Reaktion. Dann tauchen wir es mal ein bisschen. Das muss ich jetzt mal genau zeigen. Schaut her, wie das ausschaut. Ja, gut. Ein Traum. Wie wenn der Blut aufsteigt. Und jetzt riechen wir mal dran. Das waren noch ein paar große Breckerl, die hätten wir kleiner machen müssen. Wir brauchen ein Crimper-Tested Bier. Nein, das brauchen wir nicht. Und der hat meine ekligste Mische gemacht. Bier mit Milch und Himbeerschnaps. Dazu ein leichter Schuss Pfefferschnaps oder Berliner Luft. Jetzt habe ich jetzt gerade... Achso, mit Bier mit Milch. Ja, okay. Na, das ist nicht so optimal. Ah, herzlich, ja, wirklich ein Gaumenschmaus ist das.
So, jetzt schauen wir mal, wie es ihm schmeckt. Schon als erste Breckerl erwischt. Also, wenn du der Gasmaß kauen musst, dann weißt du, dass was falsch läuft. Das musst du verpacken. Boah, wie es im Bart hängt. Habt ihr es gesehen? Das ist schwierig. Oh, das hat zum Glück eine gute Qualität. Dafür ist der Bart gut. Da hängt's. Seht ihr's? Da hängt der Breckerl. Das ist jetzt wirklich ein Breckerl. Es schwimmt auf. Boah, ich muss die ganze Zeit auf das schauen. Wie es an dem einen Hase festhält. Wie eine Kloschüssel. Oh. Ich möchte mal wissen, wie seine Kloschüssel da noch ausschaut. Ich glaube, da darf sogar ein Bergriss grausen. Aber er schlägt Der, sich wo immer tapfer. die Würmer frisst auf D-Max. Eigentlich ist es ja ganz praktisch. Du kannst trinken und gleichzeitig Brotzeit machen. Ja, er sagt's. Genau wie ich auch gesagt habe. Wenn du ein Gasmaß kauen musst, dann weißt du, dass was falsch läuft. Je mehr, dass ich trinke, Jetzt schmeckt's ihm schon langsam, man merkt's. Jetzt schmeckt's ihm. desto besser wird's. Alles eine Gewohnheitssache. Ich glaube, so ein Odelmaß, das war das rechte Partygetränk. Habt ihr es gehört? Die macht seine Spätzle lang gefallen. Auf der nächsten Hausparty, da spielen wir Odelmaß-Pong. Das war da auch mal eine Sache. Weißt du schon, das kann man schön vorbereiten. Schön die Bierpongbecher davor schon überall an den Presssack reinschneiden. Und dann bloß noch auffüllen. Oh. Aber da gibt es ja auch sowas, oder? Bei Bierpong, dass man irgendwie mit. Boah, wie heißt das, dass man irgendwo so andere Sachen essen muss? Jetzt war es ja Ekelpong, oder? Wie hat sie den Namen? War auch wieder Saupreis. Der sich den ausdenkt hat. Aber so in der Richtung, das kann man bestimmt auch machen. Der hat seine Spätzle lang gefallen. Hast du an 3D Edward schon davor kennt? Nein, ich habe ihn nicht kennt. Also, ich kann schon sein, dass ich mal ein Video von ihm gesehen habe, aber das ist schon länger her. Dann. Also, er kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich habe ihn davor noch nicht kennt, ne? Schwäbische Schorle. Ach so, daher kennen. Ja, stimmt, das kann sein. Daher kennen. Ja. Doch, dann habe ich ihn doch mal gesehen, ja. Eins von den bekanntesten oder bekannten Videos von ihm war der Snooze-Test. Es kann sein, dass ich das auch gesehen habe. Wie gesagt, er kommt mir bekannt vor. Also den Bart vergiss ich nicht. Der hat sich irgendwie hinten in meinem Schädel einbrennt. Gut, das war's jetzt. Das wird dann zu meiner Frau gehen und werde es mal probieren lassen. Dann wird Scheidung eingereicht. Entschuldigung. Ja, das ist eine bayerische Redewendung. Alles gut. Alles gut, das gehört zu unserem Wortschatz. Also, mein Fazit, ganz so schlecht wie es ausschaut, ist gar nicht. Wir beim Aufreißen im Club nach der 10. Halbe. Jetzt kriegt ihr eine schöne Nahaufnahme von mir, von dem Presssack, wo noch drin ist. Das meiste habe ich ja schon gegessen. Ja, und die andere Hälfte hängt nur im Bad drin. So schaut's rein. Schaut das nicht lecker aus? Das arbeitet richtig. Uiuiui. Schaut's, wie das arbeitet. Das. Alter, wer dann und so verstehe. Ich hab das Video nicht gesehen, gell? Also aber wir haben schon wieder den gleichen Sprachgebrauch. Das schaut aus wie nach dem Komasaufer. Ja, es schaut jetzt echt nicht appetitlich aus, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch nicht, also, wenn es mir letzte Woche gefragt hast, hätte ich jetzt nicht gemeint, dass ich da sitze und da in so einer Aufnahme von einer Odelmaß reinschaue. Ich arbeite in der Gastronomie, da wollte ein Gast Kassspatzen mit Ketchup haben.
Boah, also das ist schon... Also das ist wirklich grenzwertig. Boah, das muss echt nicht sein. Wie wenn ein Vulkan drunter war. Das war's jetzt für heute. Ich hoffe, es hat euch einen Appetit nicht verdorben. Servus, bis zum nächsten Mal. Ja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Also wenn das so entspannte Videos sind, dann glaube ich, müssen wir da öfter mal reinschauen. Jetzt muss ich erst mal abonnieren. Vor 6 Jahren, dass ich das noch nicht gesehen habe, das wundert mich wirklich.